In einer kurzen Zeit der Stille blicken wir zurück auf unsere vergangene Woche. Lebendiger Gott, aus dem Schlaf der Sicherheit weck uns auf, erneuere uns durch deinen Geist. Erneuere uns durch deinen Geist. Aus der Faulheit des Denkens weck uns auf, erneuere uns durch deinen Geist. Erneuere uns durch deinen Geist. Aus dem Dämmer der Selbstgenügsamkeit weck uns auf, erneuere uns durch deinen Geist. Erneuere uns durch deinen Geist. Aus Kleinlichkeit und Enge weck uns auf, erneuere uns durch deinen Geist. Erneuere uns durch deinen Geist. Ja, weck uns auf, du Gott des neuen Anfangs, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Und so bitten wir, der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünden und führe uns zum ewigen Leben. Amen. so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Halleluja.
Aus dem Johannesevangelium. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Schöpfung hast du das Licht erschaffen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt. Am ersten Tag der Woche, an Ostermorgen in Jerusalem, hast du deinen Sohn Jesus Christus von den Toten auferweckt und neues Leben begonnen. Herr unser Gott, wir danken dir für Jesus Christus. Er ist für uns das Licht der Welt, von dir gesandt, die Welt auszuleuchten und die Finsternis zu bannen. Die Kerzen, die wir an der Osterkerze entzünden, mögen uns leuchten am Tag des Lebens. Möge ihr Licht Widerschein sein der Ostersonne, die uns an deinem Tag immer neu aufstrahlt.
Schwestern und Brüder, mit diesem Abend beginnt der Tag des Herrn. Wir wollen ihn in Freude und Frieden willkommen heißen. Das Evangelium dieses Sonntags steht bei Lukas im 15. Kapitel. Es nahten sich Jesus alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Ein Mensch hatte 2 Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf den Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, aber niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie einen Brot gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir,
Jesus Christus, du suchst, was verloren ging, und freust dich, wenn es wieder gefunden wird. Steck uns an mit deiner Freude und stimme uns ein auf dein Fest, schon jetzt hier und in deinem ewigen Reich. Das bitten wir im Heiligen Geist. Amen. Wir bitten dich für alle, die an diesem Sonntag dein Wort verkündigen und hören und das heilige Mahl austeilen und empfangen. Lass uns die Geheimnisse deines Reiches erkennen und erfahren. Wir warten auf deinen Tag. Lass uns dein Licht aufgehen und erwecke uns zu neuem Leben durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns preisen den Herrn. Gott sei ewig Dank.